Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren Ich kommentiere eure Kommentare-Video. Leute, diesmal zur 1:0 Niederlage in der Champions League bei Aston Villa. Wie immer, ich werde es handhaben, dass ich eine Stunde lang eure Kommentare beantworte. Alles andere lässt meine Zeit aktuell leider nicht zu. Und von daher werde ich sagen, ohne große Umschweife, gehen wir direkt rein. Ja. Sortiert ist wieder nach beliebtester und ja. So wie YouTube es sortiert, Leute, wenn euer Kommentar da irgendwie dann nicht da oben bei ist, ich weiß ja nicht. Da bin ich raus. Wie YouTube den Bums hier sortiert. Immerhin ist der erste mit 39, der zweite mit 11. Aber ihr seht dann, hier unten ist nochmal einer mit 31, dann mit 36. Fragt mich nicht. Ich weiß es nicht, wie YouTube hier. I don't know. Vielleicht liegt es auch daran, weil da mehr Antworten drauf sind. Ja, dass der beliebteste Kommentar der ist, wo viele Antworten sind. Obwohl, die sind auch viele Antworten. Ich habe keine Ahnung, Leute. Fragt mich nicht. Bin ich raus. So, Multibob. Keine Ahnung, was sich Kompanie bei der Aufstellung gedacht hat. Was Leimer und Coman seit Wochen zeigen, hat kein Bayern-Niveau. Vor allem in so einem wichtigen Spiel kannst du die beiden nicht von Anfang an bringen. Bei Musiala hat es ja offensichtlich für 45 Minuten gereicht. Wieso dann nicht gleich von Anfang an bringen? Sané war wieder unsichtbar. Unsere Flügel bekommen es nicht hin, Kane in Szene zu setzen. Opa und Kim haben mir noch mit am besten gefallen. Ja. Habe ich ja ähnlich gesehen, habe ich in dem Video ja auch gesagt. Ich habe Comans Aufstellung auch in Null verstanden. Und Conny ist für mich einfach kein rechter Verteidiger. Das ist sinnfrei für mich. Das sind Sachen, die man kritisieren kann. Ja. Und ich stimme dir auch zu, dass Opa und Kim mit am besten waren. Ja. Gehe ich mit. Andreas. So langsam geht auch unter Kompanie das Geeiere vom letzten Jahr wieder los. Gegner steht massiv hinten drin, dann herrscht planlos Fußball. Ja, weiß ich nicht. Soweit möchte ich noch nicht gehen. Ich habe das Thema gerade auch schon im Mitgliedertalk gehabt. Wichtig wird natürlich sein, das habe ich gesagt, ich wiederhole das jetzt hier nochmal. Wichtig ist, dass wenn wir sehen, so, Plan A funktioniert nicht, muss Plan B kommen. Ja, dann macht man das 20 Minuten und sieht, Plan B funktioniert nicht, dann muss Plan C kommen. Da müssen wir hinkommen, ja, dass wir wieder so wie unter Pep, ja, dass man mehrere Möglichkeiten hat. Ich weiß, was du sagst, worauf du hinaus willst, und ich gehe da mit, ja, das war sehr statisch dann gegen Aston Villa, man hat keine Ideen gehabt, man hat nichts anders gemacht. Man darf aber nicht vergessen, dass das 7. Spiel war unter Kompanie. Ja, wir sollten dem guten Mann auf jeden Fall mal Zeit geben. Ja, ich denke, dass das auch sein Plan ist, da irgendwie hinzukommen. Dass wir das Spielermaterial haben, steht ja außer Frage. Ja, da musst du halt einfach mal einen Tell bringen, dann hast du eine zweite Spitze auf dem Feld, dann spielst du mit 2 Stürmern, nimmst den Zehner, schiebst den Zehner nach links. Jetzt zum Beispiel auf Aston Villa gesehen, hättest du einfach einen Coman auswechseln können, Gnabry nach links, Michael nach rechts. Jetzt einen Tell gebracht, vorne rein. Harry Kane hätte teilweise auf einer Höhe mit Tell, ansonsten hätte Harry Kane den Spielmacher gegeben, macht er ja auch schon oft genug. Wäre Möglichkeit 1, Möglichkeit 2 wäre gewesen, Coman raus, Tell rein, Harry Kane auf einer Höhe daneben und Josh schiebt höher auf die 10er-Position, ja. Auch das sollte ein Josh hinkriegen. Das ist ja nicht so, dass wir keine Möglichkeiten hätten, ja. Andere Möglichkeiten war auch mal wieder die Seiten zu wechseln. Das war auch super wenig gegen Aston Villa, auch gegen Leverkusen, ja. Dass so ein Michael und ein Serge einfach mal für 15 Minuten die Seiten wechseln, damit der Gegenspieler halt einfach auch mal einen anderen Gegner hat. Diese einfachen Dinge, die waren halt nicht da, ja. Oder man baut mit dem Dreieraufbau auf, unser Außenverteidiger schieben super hoch, ja, keine Frage. Da kannst du natürlich, wenn du merkst, der Gegner hat sich darauf eingestellt, das auch anders machen. Ja, dann bleiben die Verteidiger tiefer stehen, oder die Außenverteidiger hinterlaufen weniger oder hinterlaufen mehr und wir versuchen mal bis zur Grundlinie zu kommen und nicht immer auf die Halbposition in die Mitte zu spielen. Also es ist ja nicht so, als wenn wir keine Möglichkeiten hätten. Ja, aber wann haben wir mal das Hinterlaufen gesehen und dann mal einen Flankenversuch gesehen, ordentlichen? Haben wir gar nicht gesehen, ja. Und da müssen wir hinkommen, dass wir ein paar mehr Pläne haben. Oder auch zu sagen, keine Ahnung, komm, Männer, so, bam, wir machen jetzt mal 10 Minuten kein Pressing, wir ziehen uns mal 30 Meter in die eigene Hälfte zurück. Wir lassen den Gegner mal kommen, lassen ihm mal ein bisschen den Ball, dass er ein bisschen aufrückt. Und dann pressen wir auf einmal in der eigenen Hälfte, bumm, den Ball zu erobern, um schnell umzuschalten und einen Konter zu fahren, ja. So, solche Sachen halt. Ja, sorry, ich hoffe, man hat es nicht gehört. Ich habe jetzt kurz gepaust, auch ein gutes Wort, war Pause gemacht, wegen dem Flugzeug, was hier rumballert.
Ja, diese Sachen halt, ja. Ganz einfache Kiste. So, da müssen wir hinkommen, ja. Aber das würde ich in Kompany jetzt noch nicht vorhalten. Das können wir ihm gerne vorhalten, wenn wir zur Richtung Winterpause gehen und dann immer noch das statische Ding ballern, ja. Dann müssen wir ihm das vorwerfen, ja. Aber dass er jetzt erstmal eine Spielidee hat und die in die Mannschaft reinkriegt, ist wichtig. Und dann, wenn die Spielidee drin ist, dann kann man natürlich anfangen zu sagen, ja, jetzt machen wir Variante B, C, D. Und das ist wichtig, das wird wichtig sein, weil wir haben es jetzt gesehen, wenn Gegner mit Qualität hinten sich reinstellt und gut verteidigt, haben wir gegen Leverkusen gesehen, haben wir gegen Aston Villa gesehen, werden wir gegen Frankfurt sehen. Ich habe es auch im anderen Talk verglichen wie unter Nagelsmann. Erinnert euch an Nagelsmann zurück. Die Anfangsphase, bam, Alter, hat genauso geknallt wie unter Kompany. 1:1. Wir haben genauso ein hohes Pressing gespielt. Auch da war Opa und unsere Innenverteidigung 20 Meter in der gegnerischen Hälfte. Es war 1:1 dasselbe Spiel. Ja, 1:1 ist es dasselbe Spiel, wie es beim Nagelsmann war. 1:1. Genau dasselbe. Super hoch gepresst. Schön Kombinationsfußball gespielt, alles tutti, alles gut. Wir haben die Tore reingeballert, wir haben die ersten Spiele, sind durchrasiert wie ein heißes Messer durch Butter. So, und irgendwann hat dann die Mannschaft, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, Freiburg oder was, ich weiß es wirklich nicht mehr, die Blaupause gezeigt, wie man dann spielt. Ja? Die Mitte war super offen, den Ball in die Mitte, dann einen schnellen Ball nach außen, super schneller Spieler auf Außen, der den Ball dann wieder reinbringt und zack. So, das war die Blaupause, wie man gegen den FC Bayern dann agiert. Ja, und dann haben das alle Mannschaften so gemacht und wir haben uns super schwer getan und ja, das ist die Gefahr, die jetzt auch herrscht. Ja, deswegen sage ich, wir müssen jetzt halt dahin kommen, dass wir mehrere Möglichkeiten haben. Ne? Aber jetzt das schon so zu pauschalisieren, wie das Spiel war ja nicht schlecht gegen Aston Villa. Hätte Gnabry den Ball quer gespielt, hätte es 1:0 gestanden, die wären mehr aufgerückt, weil zu Hause Publikum, die hätten was zeigen wollen. Wir hätten die Räume genutzt, hätten das Ding 2-3-1 nach Hause gefahren. So. Ja, aber hätte Fahrradkette, ist nicht passiert. Aston Villa das erste Tor gemacht und dann ist das passiert, was passiert. Ja. Deswegen möchte ich das jetzt noch gar nicht so über einen Kamm scheren, ja. Aber ja, ich fühle deinen Punkt zu 100% und wir müssen natürlich dahin kommen, für solche Fälle Variablen zu haben. Ne? Das ist ganz klar. So, Chris, wie ich gestern vor dem Spiel schrieb, bis dato zu viel Euphorie und Happiness. Da fehlt dann am Ende die notwendige Konzentration. Nö, das sehe ich komplett anders. Da bleibe ich auch bei. Ich fange jetzt nicht an, das alles irgendwie schlecht zu reden oder sonst was. Ich habe gerade ausführlich erklärt, was ich sehe, was natürlich noch kommen muss. Aber jetzt zu sagen, beim Spiel, wo wir auch noch 2, 3 gute Chancen hatten, jetzt alles in Frage zu stellen, zu sagen, oh ja, zu viel Happiness, zu viel Euphorie. Wir haben super Fußball gespielt. Wir haben auch gegen Aston Villa guten Fußball gespielt. Wir haben da die verkehrten Spieler aufgestellt. Ja, das kann man kritisieren. Dadurch wurde die Mannschaft verunsichert nach einer Viertelstunde. Dann war die erste Halbzeit Grütze. Und wir haben es in der zweiten Halbzeit auch nicht mehr hingekriegt, wieder zurück richtig in die Spur zu finden. Das ist alles. Ja. Und nochmal, das ist ja auch Aston Villa, das ist jetzt auch nicht irgendein Fallobst. Also, da bin ich noch weit von entfernt. Ja, wir können das gerne nach Barca, dann können wir gerne sagen, sollten wir jetzt gegen Frankfurt, Stuttgart, Barcelona nicht gewinnen, ja, dann können wir natürlich so ein Fass aufmachen, natürlich, ja, weil das sind starke Gegner. Aber selbst dann muss man ganz klar sagen, dass das erwartbar war. Leute, wir können ja nicht jetzt erwarten. Guckt euch die letzten 1,5 Jahre an. Guckt euch an, was da eingeschliffen wurde in dieser Mannschaft. Und wir können jetzt nicht erwarten, zack, bam, alles läuft, wir sind wieder ein Top-Team, wir spielen um die Champions League. Wenn du das meinst mit Euphorie, 100%, ja, die ganzen Leute, die geschrien haben, ja, Champions League, wir spielen um Champions League-Sieg, Finale daheim, wir sind schon deutscher Meister, Blasöz, das ist halt Schwachsinn. Ja, deswegen habe ich ja gesagt, wartet bis nach Barcelona, dann können wir mal ein Fazit ziehen, weil dann hast du mal ein paar gute Gegner gehabt. Ja? So. Und dann machen wir das. Oder ich. Ja, dann setze ich mich hin, ziehe ein Fazit, mache ein extra Video dazu und dann bin ich auf eure Meinung gespannt. Ja? Und dann können wir es auch noch im Livestream ein bisschen bequatschen. Wenn du das meinst, natürlich mit Euphorie und Happiness, dann stimme ich dir 100% zu. Ja. Aber wenn du das jetzt meintest, so auf zum Beispiel meine Reaktion nach Leverkusen, man muss dann auch einfach mal die Feste feiern, wie sie fallen. Und gegen Leverkusen war ein super dominantes, super starkes Spiel. Ja, auch wenn das Ergebnis nicht ganz gepasst hat. Ja.
Joatiz, Palhinha wäre definitiv ein Weg gewesen, Stabilität zu finden. Der Junge zeigt, wo es lang geht. Ja, ich denke, Palhinha hätte man zur Halbzeit bringen müssen. Pavlo war super schwach, hat müde gewirkt, hat nicht einen Ball nach vorne gespielt, hatte null Einfluss auf den Spielaufbau, hat nur quer und nach hinten gespielt. Es wäre gar kein Problem gewesen zu sagen zur Halbzeit, pass mal auf, Pavlo, ist heute nicht dein Tag, wirkst nicht fit, komm, Palhinha rein. Du hast diese Qualität draußen, warum man das nicht gemacht hat, erschließt sich mir nicht. Gehe ich mit. Phidias. Und da war er wieder. Gnabry chancentot. Ja, nee, das hat er, ja, auf die andere Szene vielleicht bezogen, ja, auf die Szene von wegen aufs Tor schießen, das war ja kein Chancentod. Das war einfach super egoistisches Gehabe. Ja. Wie kann man denn da den Ball nicht auf den Mittelstürmer querlegen? Alter, das ist wäre ich Harry Kane gewesen, ich hätte ihn geschüttelt, Alter. Ja, das geht halt nicht. Sorry. Aber ja, da sind wir wieder dabei. Oh ja, Gnabry nach 2 Jahren mal wieder in der PK. Da kommen ja immer die Spieler hin, die Leistung zeigen und so weiter. Ja. Ich weiß nicht, hebt er jetzt wieder ab? Ist er jetzt schon wieder irgendwo in diesen Fähren und fühlt sich schon wieder als Gucci Gnabry? Ich weiß es nicht. Werden die nächsten Spiele zeigen, denke ich. Eikel, also, wenn nach dem Spiel heute die ersten schon wieder schreien Kompanie raus, dann weiß man wieder, wie wenig Ahnung manch einer hat. Solche Erfolgsfans braucht kein Mensch. Kritisieren und alles vollkommen solide und gerechtfertigt. Hab die Wechsel und die Startelf auch nicht verstanden. Schon der Spieler mal weggelassen. Wenn Musiala nicht spielt, hätte man zumindest einen Müller auf die 10 stellen sollen. Ja, oder eine Doppelspitze zum Beispiel. Und nicht mit 3 Flügelspielern spielen sollen. Leimer als Rechtsverteidiger auch katastrophal. Warum kein Guerrero? Naja, Sonntag machen wir es besser. Ja. Ike, nenne ich dich. Ich stimme dir 100% zu. Ja, jeder, der jetzt anfängt, das alles schlecht zu reden und Kompanie zu kritisieren, sorry. Der hat wirklich keinen Plan. Ja, wir werden immer wieder diese Saison solche Rückschläge mal erleiden. Und das war ja kein schlechtes Spiel. Ja, das, was du gerade sagst, genau, das kann man kritisieren. Das kritisiert man auch. Das ist unser Recht. Auch wenn es vielleicht klugscheißen ist am Ende des Tages, ja, weil vielleicht hätte ja auch alles geklappt. Aber das kann man kritisieren, aber alles andere doch nicht. Ja, wir sind super reingekommen in die Saison. Wir haben ein Bombenspiel gegen Leverkusen gemacht und ja, das war jetzt halt ein bisschen schlechter, ja. Aber jetzt auch nicht super schlecht. Ist ja nicht so, als wären wir chancenlos gewesen oder hätten das Spiel nicht lange Zeit unter Kontrolle gehabt. Also. Iceman. Dass Gucci Gnabry fast 90 Minuten durchspielen kann, ist eine Ohrfeige für die anderen Spieler. Da stimme ich zu. Ja, 100%. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Dieses reine sobald er den Ball hat, ist einfach nur eine peinliche Ego-Show. Ja, da gehe ich 100% mit. Das war es leider von Serge. Ich habe ihn bisher gelobt in jedem Spiel, auch zu Recht, wie ich finde. Das war wieder der Serge, wie wir ihn kennen. Ja, wie wir ihn kennen. Die letzten Jahre, Serge, ich nehme den Ball, entweder schieße ich ein Tor, ob jemand besser steht oder nicht, ist mir scheißegal. Gucci Gnabry, ja, gehe ich mit. Und dann dieses Handheben nach dem Motto, oh, Entschuldigung, soll er sich sparen. Ja, soll er sich auch sparen. Ist sowieso nicht ehrlich gemeint. Ja, vollkommen richtig. Weil das macht er ja dann direkt immer. Hat 3 oder 4 Aktionen. Heb mal schnell den Arm. Lächerlich. Einfach lächerlich, sorry. Bin ich voll in deiner Kerbe. Er muss in der Halbzeit auf Kane ablegen, dann führt man 1-0, aber nein. Zur Halbzeit hätte ich ihn auch rein aus Prinzip ausgewechselt, furchtbar. Ja, 100% true. Ich würde ihn jetzt auch gegen Frankfurt genau aus diesem Grund draußen lassen, Spiel. Einfach mal eine Denkpause geben. Mattis rein, fertig. Linne, naja, nach dem Leverkusen-Spiel und dem Quark, heute ist der erste Euphorie-Lack nun mal auch schon ab. Mal schauen, wie dieses Schuss weitergeht. Aber ich glaube, so weit wie die Bayern sich selber sahen, sind sie bei weitem noch nicht. Da wird alles immer zu schnell zu positiv kommentiert und das bekommt nicht. Nee. Ich war überlegen, ob ich es jetzt gerade nochmal wiederhole, aber da ich nur eine Stunde Zeit habe, alles gut. Ja, ich habe gerade das oben erklärt von wegen Euphorie und Feste fallen, feiern und so weiter. Sollte dein Kommentar mit beantwortet haben. Imperium, wenn ich Coman nochmal in der Startelf sehe, platzt mir wirklich die Hutschnur. Ja, true, sehe ich genauso.
Er hat da erstmal die nächsten 3, 4 Spiele nichts zu suchen. Marco Günther hätte bei der Startaufstellung Kimmich vorgezogen und dafür Palhinha neben Pavlovic aufgestellt. Schade. War jetzt das zweite Spiel in Folge, wo wir ziemlich ideenlos in der Offensive wirken. Erinnert mich auch an die letzte Saison. Das ist vollkommen richtig. Auch das ist eine gute Alternative. Ja, würde ich mitgehen. Stell doch einen Kimmich mal auf die 10. Kann sich ja da auch abwechseln mit dem Pavlo. Ja? Wenn du dafür einen Palhinha mit hast, der die 6er-Posi macht, kannst du auch mit 2 super offensiven Achtern, die sich jeweils abwechselnd auf die 10er-Position begeben, mit Kimmich und Pavlovic. Das werden beide auch hinkriegen, bin ich mir sicher. Ja. Ja. Samando, man kann jetzt viel reden und rumanalysieren, aber für mich ist die ganze Freude auf die Saison bereits gelaufen. Hä? Und auch meine Erwartungen sind wieder gegen 0. Nicht, weil wir jetzt ein Spiel verloren haben, sondern weil das dieselbe Mannschaft ist wie in den letzten 2 Jahren. Auch unter Tuchel haben wir sehr gute Spiele gehabt, aber dann nach 2 bis 3 Spielen wieder die miese Phase. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, das war jetzt ein wilder Anfangstake. Aber ich verstehe, worauf du hinaus willst. Grauenhaftes Spiel, in welchem man nichts geschissen bekam und Angsthasenfußball gespielt hat. AV war stark, keine Frage, aber wir haben dieselben Probleme ausgewiesen wie in den letzten Jahren. Wenn der Gegner mauert, haben wir Probleme, wie gegen Leverkusen. Und wenn wir hoch angelaufen werden, bekommen wir Probleme. Ich für meinen Teil kann mich jetzt nicht mehr darüber freuen, wenn wir die nächsten Spiele allesamt 10:0 gewinnen. Weil ich genau weiß, dass man wieder in alte Muster verfallen wird und mit viel Pech wird's halt ein Spiel sein, wo es halt um etwas geht, wie zum Beispiel ein Pokalspiel gegen Drittligisten. Unser Fazit, 2 Spiele gegen gute Gegner, kein einziger Sieg, tolle Aussichten. Boah, nee, sorry. Ich verstehe dein Take, ja, den habe ich auch gesehen. Erst recht, wo dann Michael runter war, was 1:1, keinerlei Neuzugang, keinerlei Änderungen in dieser Mannschaft. Gehe ich 100% mit. Aber die Spielweise hatte nichts mit unter Tuchel zu tun. Sorry. Auch die Art und Weise, die Einstellung der Mannschaft, das Arbeiten als Mannschaft, hat nichts mit unter Tuchel zu tun. Ja, die Ideenlosigkeit vorne, 100% true. Ja, wenn du das immer jedes Mal wieder vergleichen willst, dann war das genau wie unter Tuchel. Ja. Auch das Nicht-Ändern von Dingen, können wir Kompanie vorhalten, war wie unter Tuchel. Ja, auch wir haben nicht versucht, dann noch zu sagen, keine Ahnung, ich bringe mal eine zweite Spitze vorne rein, anstatt dann Harry Kane alleine kämpfen zu lassen und der da weitgehend abgetaucht oder abgemeldet wurde, weil alleine, das muss ich erwarten von einer Kompanie. Ja, das muss ich erwarten. Stell doch einen Tellner mit rein die letzte halbe Stunde. Wo ist denn das Problem? Ja. Fertig. Zieh Mosella auf die halblinke Posi, hat er am besten die besten Spiele gemacht und lass den Zehner weg. Lass den Achter einfach einen Tacken offensiver bringen. Palhinha als defensiveren Sechser, stellen Kimmich ein bisschen weiter vorne. Holt der Kimmich sich doch ein drittes Loch in den Arsch und ist doch gut. Ja? Wo ist denn das Problem? So, das ist nur eine Möglichkeit, eine simple Möglichkeit. Ja, um da mal ein bisschen was zu ändern. Wenn dann ein zweiter Stürmer steht und die beiden Innenverteidiger sich mal aufteilen müssen und dann der eine Stürmer vielleicht auch mal einen mit rauszieht, der andere Stürmer dann ein bisschen Raum hat. So, das sind doch schon ganz andere Möglichkeiten, ja. Und wie wäre es denn auch mal dann vielleicht das mal zu variieren, dass man sagt, komm, so, es geht doch gerade nicht. Wir spielen die ganze Zeit durch die Mitte, wir spielen die ganze Zeit, versuchen uns in den Strafraum reinzudribbeln und dann irgendwie den Ball zurückzulegen oder sonst was. Es geht nicht. Wir spielen das jetzt 45 Minuten. Komm, lass uns doch mal eine Viertelstunde versuchen, um auf die Grundlinie zu gehen und mal 2, 3 Flanken reinzuschlagen. Ja, auch wenn die Innenverteidigung stark ist und man im Kopfball rein theoretisch unterlegen ist, du hast immerhin Harry Kane da. Ja, also, das erwarte ich und da gehe ich mit. Ja, da müssen wir hinkommen. So, definitiv. Keine Frage, habe ich ja am Anfang gesagt. Aber das jetzt abzutun wegen einer Niederlage oder wegen einem Unentschieden gegen Leverkusen, wo ein Gnabry vor den Pfosten und vor die Latte geschossen hat, sonst hätten wir das Spiel 2:1 gewonnen. Hier hat ein Gnabry den Ball nicht quergelegt auf den Harry Kane, das wäre safe das 1:0 gewesen. Finde ich zu hart. Ja, das jetzt so abzutun. Ja. Und wir dürfen nicht vergessen, Kompanie braucht Zeit, die Mannschaft braucht Zeit, das ist ein neues Spielsystem und so weiter. Da gehe ich noch nicht mit. Leute, wir können das, was ich gerade gesagt habe, können wir definitiv kritisieren. Ja, so viel muss man jetzt auch schon hinkriegen oder sagen können, dass man da ein bisschen was ändert, wenn man sieht, es geht halt einfach nicht. Ja. Da stimme ich zu. Ja.
Aber jetzt zu sagen, nee, ich freue mich auf kein Spiel mehr, weil ich weiß, dass wir irgendwann wieder so ein Spiel haben werden. Alto Betty, was ist das denn? Dann bitte, keine Ahnung. Aber nee, ich sag da nichts weiter zu. So, Ralf. Und Palina wird erst auf 75 eingewechselt, da fällt mir nichts ein. Das ist richtig, ja, das kann man knaller kritisieren, muss man auch. Toki Bayern. Diese Niederlage hat sich Trainer und Mannschaft selbst zuzuschreiben. Es war einfach von vielen Mannschaftsteilen zu wenig. Dann kannst du auch gegen Aston Villa nichts holen. Dazu machen wir unsere 200-300-prozentigen nicht und als Quittung erhält man so ein dummes Tor. Auch ein Kompliment an Villa, die ein starkes Spiel gemacht haben und man gesehen hat, warum sie im Halbfinale waren letztes Jahr. Dazu gefestigt in der Verteidigung. Ja, sie waren im Halbfinale und sind dann gegen Olympiakos Piräus oder wer war es ausgeschieden. Das ist natürlich auch ein wilder Take, ne? Mein Fazit, Bayern muss seine Chance machen auf Champions League Niveau und dann gehst als Gewinner vom Platz. Naja, letztlich kann es anders, ein Kompliment an Villa für diesen Fight. Naja, letztlich kam es anders. Ein Kompliment. Ja. Ja. Stimme ich so mit ein. Bin gespannt, wie gefestigt die Mannschaft wirklich ist und wie alle miteinander nun damit umgehen gegen Frankfurt. Was nichts daran ändert, dass ein Sieg holen musst. Kai, danke für deinen Einsatz zur späten Stunde. Schönen Freitag dir mit Frau. Ja, vielen lieben Dank. Feiertag. Ja, Freitag. Freitag ist heute, Alter. Nee, ich stimme dir zu und ich bin auch gespannt, wie die Reaktion sein wird gegen Frankfurt. Uwe, nur noch mal zur Info, das 1:0 fiel 3 Minuten nach Palinias Einwechslung. Ja, und jetzt? Willst du jetzt sagen, dass das was mit Palinia zu tun hat, oder was? Uwe. Was ist das wieder für ein Take hier? Dann gib doch mal Kontext. Gregor, das System komponiert bei langen, tiefen Bällen Probleme. Ja, aber das war ja schon unter Nagelsmann so. Ja, ich habe es ja gerade gesagt, wir spielen ja fast 1:1 das System wie unter Nagelsmann. Und irgendwann hat der Gegner das dann auch gerafft. Ja? So. Nur da war, dass unsere Mitte komplett offen war und man den Ball in die Mitte und dann nach außen gespielt hat. Und jetzt lässt du das in der Mitte weg und spielst den langen Ball. Ja. Aber natürlich, es gibt kein System, wo man sagt, ja, wenn du das spielst, ist alles safe. Das passiert ja nicht. Ja, das passiert ja nicht, Leute. Wenn wir als Mannschaft super stark performen, so wie es gegen Leverkusen war, sehen wir, was dieses System zustande im Leisten ist. Ja? Dann hat eine Mannschaft wie Leverkusen nicht eine Torchance. So, wenn dem aber nicht so ist, wenn 2, 3, 4 Spieler abfallen, Unsicherheit reinbringen, ja, dann siehst du, was passiert, ja, oder was passieren kann. So. Und das ist doch völlig normal. Aber deswegen das jetzt alles in Frage zu stellen und was will man jetzt fordern? Komm, wir machen wieder Tuchel-Fußball, wir stellen die Abwehrreihe wieder 40 Meter weiter nach hinten und nee, sehe ich halt auch nicht. DK, der Schiedsrichter war echt mega. So sollten sie in der Bundesliga auch mal pfeifen. Dann hat man direkt ein anderes Spiel. Hoch und runter, hat mir sehr gut gefallen. Schiedsrichter war mega gut, ja. Sehe ich genauso. Alles so Kleinigkeiten oder diese halben Schwalben, weil mal so ein ganz leichter Kontakt da war. Wurde einfach ignoriert. Ja, fertig. Sehr schön, sehr gut. Ja, würde ich in der Bundesliga auch fühlen. Gehe ich wieder recht. Martin, letztlich ist Fußball ein Effizienzsport. Was nützt all der Ballbesitz, wenn er nicht zu Toren führt? Gegen Leverkusen war es ähnlich. Ja. Es heißt ja auch nicht, wenn du viel Ballbesitz hast, dass du, keine Ahnung, das Spiel gewinnst. Es gibt super viele Mannschaften, die haben 30-40% Ballbesitz und gewinnen jedes Spiel. Also. Ballbesitz ist natürlich nicht alles, aber es ist halt unsere Spielweise und das ist völlig fein. Ja, wir müssen den Ballbesitz halt einfach nur besser nutzen. Beatrix, diese kraftraumende Spielweise führt bereits jetzt zu Problemen. Aufrücken bis zur Mittelauflage und Neuer 30 Meter vor dem Tor ebenfalls. Das ist Roger Schmidts Spielstil. Kann gut gehen und super aussehen, aber es ist kaum auf Dauer durchzuhalten. Erste Angeschlagene und Spieler mit Muskelverletzungen sind schon jetzt die Folge. Gut, den Wind nehme ich dir gleich mal direkt aus den Segeln. Wir haben letztes Jahr super asozialen Kackfußball gespielt mit einer super tief stehenden Viererkette und wir haben viel mehr Muskelverletzungen gehabt als wie bis jetzt. Der Rest, ja, habe ich ja gerade schon erklärt, wie ich das sehe mit dem Spielstil. Bernd, ich sage nicht, dass Kompany raus soll, wäre ja bescheuert. Aber dennoch darf und muss man Kritik üben an dem, was er macht. Ja, natürlich. Und das ist bei mir nicht erst bei diesem Spiel, dass er immer und immer wieder Spieler aufstellt, die nicht gut sind.
Koman, Leimer sind momentan nicht gut. Musiala draußen lassen, Palhinha als Gelegenheitsspieler alle 3 Spiele mal für 15 Minuten spielen lassen. Dyer spielt gar nicht mehr, etc. Hinzu ist der FCB hinten offen wie ein Scheunentor. Fazit, für mich macht Vincent die gleichen Fehler wie Tuchel. Bin sehr gespannt, wie das sich entwickelt. Nee, gehe ich nicht mit persönlich. Erstens, wir sind hinten offen wie ein Scheunentor. Völliger Schwachsinn. Wir haben gegen Bremen nicht einen Torschuss zugelassen. Wir haben gegen Leverkusen nur eine Ecke zugelassen, die zum Tor geführt hat. Sonst nichts gegen Leverkusen. Hallo? Wir haben jetzt auch gegen Aston Villa nicht 10, 12 Torschüsse zugelassen. Also, das hinten offen wie ein Scheunentor, nein. Koman, Leimer sind momentan nicht gut. 100% true. Ja, man hat versucht, das Thema zu machen wie bei Minjay, dass man an den Spielern festhält, ihm das Vertrauen gibt und hofft, dass es Klick macht. Das können wir Koman mal rausnehmen, das geht nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt, weil Koman weg wollte, dann kein Angebot kam oder Angebot kam, es war zu niedrig, was weiß ich, keine Ahnung. Auf jeden Fall macht er den Eindruck, dass er keinen Bock hat. Conny Leimer ist einfach kein Rechtsverteidiger. Man tut ihm da auch keinen Gefallen, ihn da aufzustellen. Man kann Conny Leimer ja nicht absprechen, dass er will, macht, tut, ja. Aber er ist nicht diese Art Spieler und er ist kein Rechtsverteidiger. Das hat die letzte Saison schon gezeigt. Von daher ist es super bescheuert, ihn da aufzustellen. Musiala draußen lassen, für mich auch ein Fehler. Dann bring ihn halt von Anfang an eine Halbzeit, dann nimm ihn zur Halbzeit raus, wenn du meinst, er hat nur Power für eine Halbzeit. Alles ist fein. Palhinha als Gelegenheitsspieler alle 3 Spiele mal für 15 Minuten spielen lassen. Nee, gehe ich auch nicht mit. Einfach aus dem Grund, dass Pavlovic, Kimmich bis zu diesem Spiel bärenstark zusammen waren. Ja, ich gehe mit. Ich habe es ja in meinem Taktikfuchs auch 2, 3 Mal gemacht, dass man sagt, komm, pass auf, so wie jetzt, keine Ahnung, man will Guerrero schon, dann stellen Kimmich als Rechtsverteidiger auf und bringen Pavlovic und Palhinha in der Mitte. So, das ist die Option. Ja, jetzt hätte man natürlich sagen müssen, meiner Meinung nach, zur Halbzeit, Pavlovic, Katastrophe, nicht fit, keinen guten Ball, keiner da einfach Spielaufbau raus, Palhinha rein. Fertig, ja. Aber vor dem Spiel hätte ich auch niemals gesagt, wir müssen jetzt unbedingt einen Palhinha bringen. Dyer spielt gar nicht mehr. Ja, das finde ich auch schade. Aber da müssen wir sagen, Minjay und Opa geben ihm gerade recht. Ja, er hat die ersten 3, 4 Spiele, die schlecht waren, an den beiden festgehalten und sie haben es jetzt gegen Bremen, gegen Leverkusen, auch gegen Aston Villa, es lag nicht an Opa und Minjay. Die waren beide stark. Ja, also von daher natürlich dann zum Schluss da die 5 Minuten Goretzka bringen, um ihn als Libero hinten reinzubringen und nicht in Eric Dyer, war natürlich Schwachsinn. Ja, und Schlag ins Gesicht, da bin ich bei dir. Dass für dich Vincent die gleichen Fehler macht wie Tuchel, nee. Sehe ich persönlich noch nicht so. Vielleicht täusche ich mich, ja. Das werden wir dann in 4, 5, 6 Wochen sehen, ne? Die nächsten Spiele werden es wahrscheinlich schon zeigen. Ich denke mal, Frankfurt wird schon zeigen, wo die Richtung hingeht, ja. Ob man jetzt in alte Muster verfällt, oder ob man sich jetzt wieder rauszieht und wieder Vollgas und wieder alles in den Griff kriegt. Gerade mit dem Ausfall von Musiala jetzt noch dabei. Wir werden es sehen, Leute. Doch schön. Es bleibt spannend. Aber nochmal, dass wir die Saison jetzt ohne Rückschläge und dass man die letzten 1,5 Jahre einfach abschüttelt und nicht wieder in alte Muster verfällt, das klappt halt nicht innerhalb von 7 Spielen, Leute. Und dafür haben wir super Spiele schon gesehen. Also, da man muss ein Company einfach jetzt mal die Hinrunde Zeit geben, Leute. Wenn das in der Rückrunde auch alles immer noch so ist, dass man immer wieder in alte Muster verfällt, dass immer wieder die gleichen Spieler spielen und so weiter, dann gehe ich da mit, dann können wir da voll reingehen, dann können wir richtig auf die Fresse geben, wie bei Tuchel auch, ja, 100% gehe ich mit. Aber das jetzt nach 7 Spielen zu tun, weil wir jetzt ein Spiel gegen Aston Villa verloren haben und 1:1 gegen Leverkusen gespielt haben, sorry, nee, gehe ich persönlich nicht mit. Aber das muss jeder für sich wissen, ne? Redmund Fenguy, naja, sieht so aus, dass Emery den Company eine Taktiklektion erteilt hat. Ich finde, man sieht schon, was das größte Problem ist. Wir müssen gegen jeden Gegner mindestens 2 bis 3 Tore machen, auch gegen starke Kontermannschaften. Mal sehen, wie der Winnie reagiert. Jetzt werden die Brötchen gebacken und meine Bedenken werden größer. Leistung von Koman einfach nur legendär. Warum müssen wir denn jetzt gegen jeden Gegner 2, 3 Tore machen? Weil wir jetzt 1 kriegen, oder was?
Da müssen wir 2 machen, ja. Ja, Emery hat ihn auf jeden Fall, hat das richtige Mittel gewählt, aber das war ja nach der Leverkusen-Geschichte auch abzusehen, dass es ähnlich wird. Und auch Frankfurt wird es ähnlich angehen. Das größte Problem ist halt einfach, wie schon immer die Jahre. Ja, tiefstehende Gegner. Aber wie ich schon sagte, wir müssen halt dahin kommen, dann variabler zu werden. Ja, dass man halt auch mal vorne durchwechselt, zweiter Stürmer und so weiter. Da müssen wir dann halt hinkommen. Und das erwarte ich auch von Kompanie. Ja, das erwarte ich jetzt nicht nach 6, 7 Wochen, da gehe ich mit. Aber spätestens in der Rückrunde muss man da hinkommen. Ja, dass man dann variabel ist und wenn ein Gegner so und so steht, dass man dann auch andere Möglichkeiten hat. Banja, ein zerknirschend guter Abend. Das Spiel war heute wie Gnabry-Leistung. Sehr bemüht, sehr aktiv, aber irgendwie alle wichtigen Entscheidungen in den Sand gesetzt. Ja, das passt. Fand die Aufstellung schon nicht optimal, aber okay, das ist Kompanies Entscheidung. Was schnell klar wurde, wir agieren mit vielen Fehlern. Viele unnötige Abspielfehler, Einwürfe, die mehrfach beim Gegner landen und oft einen Schritt zu spät oder zu wenig gemacht. Gerade in der ersten Halbzeit war nur Kimmich auf einem guten Niveau unterwegs. Andere Spieler mit Licht und Schatten, wer völlig schwach war, wie immer Coman. Von ihm kommt eigentlich gar nichts. Und ich meine gar nichts. Gnabry ist heute nahezu alles falsch, hat heute nahezu alles falsch gemacht, was aber positiv war. Er war Max bemüht und aktiv. Einen sehr schwachen Tag hatte auch Pavlovic. Hätte Palhinha früher erwartet. Ja, der in den paar Minuten reingekommen ist. Ähnlich positiv sehe ich auch Goretzka. Beide haben sich im Positiven gezeigt. Extrem schwach war auch Jamal, der zu viele egoistische Aktionen hatte. Naja, erstmal Goretzka. Wo hast du den Goretzka gesehen? Er hat 2 lange Bälle geschlagen. Das war alles die 10 Minuten, die er auf dem Platz war. Der war halt hinten drinne und der Ball war ja nur noch vorne. Leon hätte vorne reingehört. Jamal muss ich ein bisschen in Schutz nehmen. Es war einfach keinerlei Bewegung da. Keinerlei Bewegung. Weder ein Serge noch ein Sané. Keinerlei Bewegung vorne. Die standen auf ihren Positionen und haben geguckt, was passiert. So, was soll denn Jamal machen? So. Was macht dann Jamal? Er geht mit dem Kopf durch die Wand. Es hat 3, 4 Mal geklappt. 3, 4 Mal hat es nicht geklappt. Ja. Da, wo es geklappt hat, hat er mal eine Lücke gerissen. Ich erinnere mich an einen guten Doppelpass, wo dann noch eine Chance raus wurde, das dann leider nur zur Ecke gereicht hat. Nee, da gehe ich nicht mit. Da mache ich den Jamal keinen Vorwurf. Er muss ja Anspielstationen haben. Soll er den Ball auch wieder nach hinten über 30 Meter spielen? Nee. Ja, dann er muss es ja probieren. So, es war keiner da. Keine Anspielstation, keine Bewegung in der letzten Reihe. So, dann musst du diese Einzelaktion ziehen in der Mitte. Sorry, das sehe ich ein bisschen anders. Die haben alle Statistiken angeführt, aber eine nicht, die Zweikämpfe. Und das hat man heute gesehen. Ja, und zwar ganz klar. Ganz klar haben wir heute gesehen, dass wir die Zweikämpfe, wir waren immer zu spät, wir waren immer einen Schritt zu spät. Aston Villa hat uns einfach abgekocht im Zweikampf. Da gehe ich 100% mit. Es war trotzdem kein schlechtes Spiel, richtig. Man hätte das nicht verlieren müssen. Ja, auch richtig. Aber vielleicht hilft die Niederlage. Ja, gehe ich auch mit. Dass wir bzw. Kompanie und das Team erkennt, dass es nur funktioniert, wenn alle bereit sind. Sobald der eine oder andere vom Gas geht, funktioniert dieses System einfach nicht mehr. Ja, ganz wichtiger Satz. Ich hoffe, dass ein Kompanie das erkennt. Ja, weil dann muss er demnächst diese Spieler auswechseln. Dann musst du ein Coman, dann musst du ein Conny Leimer, dann musst du ein Pavlovic auswechseln. Punkt. Ja. So, wenn du sie nicht komplett zerstören willst, dann wechsel sie eine Halbzeit aus. Bam, Dreierwechsel, das ist gleich ein Zeichen an alle anderen in dieser Mannschaft, dass sie auch wieder mehr Gas geben müssen. Und dann wäre das ein Statement gewesen. Aber doch nicht, ja, ich wechsle dann jetzt mal die Musiala ein und dann warte ich erstmal bis zur 80. Minute oder was, um irgendwas zu machen. Also, ja, gehe ich mit, 100%. Ach, ich kreide das Tor nicht neu an. Das ist unsere taktische Ausrichtung und das war vorher schlecht gelöst und eine super Aktion vom Angreifer. Ja, auch das sehe ich anders. Ich kreide das Tor zu 100% neu an. Dass der Angreifer das super gemacht hat, 100% true. Ja, aber auch die Spielweise, alles gut. Das kreide ich auch nicht neu an. Dass er dann da steht zu diesem Zeitpunkt,
oder dass er generell weiter hoch steht, völlig fein. Ja? Aber das ist 1:1 derselbe Fehler, wie wo er in den Zweikampf geht und sich dabei dann anderthalb Spiele ausfällt. Was soll dieser Scheiß? Ja, es ist völlig fein, dass ein Neuer super hoch steht, dass ein Neuer die Bälle wie früher, wie unter Nagelsmann. Ich komme immer darauf zurück, das 1:1 das Spielstil wie unter Nagelsmann. Dass ein Neuer dann die Bälle wegschlägt, den Libero gibt, die Bälle dann noch, wenn der Stürmer durchläuft, den Innenverteidiger abgehangen hat, dass ein Neuer dann da ist vor dem Stürmer. Alles gut, alles fein. Wenn aber der Innenverteidiger am Mann ist und der Ball dahin kommt, dann muss doch beim Neuer Klick machen im Schädel und ich muss meinen Arsch mal ganz schnell zurückbewegen und nicht sagen, ach ja, ich gehe am besten noch mit in diesen Zweikampf rein, so wie er es in dem einen Spiel gemacht hat. Und das war da auch das Problem. Oh ja, ich renne erstmal nach vorne, ach nee, scheiße, oh, ich gehe mal einen Schritt zurück. Nee, wenn der Opa da an dem Mann ist, dann gehört der Neuer ins Tor. Punkt. Und das muss er erkennen. Und da muss er seinen Arsch mal genauso schnell nach hinten bewegen, wie er ihn sonst nach vorne bewegt. Feierabend. Ja? Nochmal, wenn der Innenverteidiger nicht dran ist am Mann, alles gut. Nimm das Risiko, ist unsere Spielweise. Grätsch da rein, renn da hin, mach was, alles gut, gehe ich mit. Ja, wenn du dann ein Tor kassierst, alles gut. Dann können wir sagen, der Spielweise geschuldet. Gehe ich 100% mit. Aber nicht, wenn der scheiß Innenverteidiger an dem Mann ist. Dann wäre das Tor nämlich niemals gefallen. Aber genau das weiß der Gegner. Dass ein Neuer das eben nicht tut, auch wenn der Innenverteidiger am Mann ist. Genau deswegen hat der Stürmer das doch so gemacht. Meint ihr nicht, dass das analysiert wird vom gegnerischen Team? Aber sowas von. Ja, das wird analysiert. Auch der Neuer, nee, der geht dann trotzdem nicht ins Tor, der steht dann trotzdem da rum. Und ja, das ist ein neuer Thema. Punkt, Alter. Nochmal, wenn der Innenverteidiger mit am Mann ist, dann hat ein Neuer ins Tor zu gehen und nicht irgendwo dazwischen rumzustehen. Und das hat nichts mit einer Spielweise zu tun. Ja? Das war ja jetzt nicht irgendwie, was weiß ich, ein Ballverlust in der eigenen Hälfte, dass man sagen, Neuer konnte nicht mehr zurück ins Tor gehen, Alter. Nee, sehe ich anders. Aber ist okay, wenn man das auch anders sieht, wie ich es sehe. Völlig fein. Aber nee, für mich ist das ein neuer Thema. Und ich finde es noch lächerlicher, dass ein Neuer als Kapitän das auch nicht mal auf seine Kappe nimmt. Ne? Das wäre auch mal. Nein, er wälzt das. Ja, das ist unsere Spielweise. Ja, es ist unsere Spielweise, dass er hoch steht. Ja, aber nicht, dass er, wenn der Innenverteidiger am Mann ist, im Zweikampf ist, dass er 30 Meter vorm Tor steht, gefühlt. Und sich dann wundert, oh, der lupft den Ball einfach über mich ins Tor. Was ist denn da los? Junge, Alter, er ist halt in erster Linie ein Torwart, wa? Hans Landau, Bayern hat vermutlich momentan die teuerste Ersatzbank im bezahlten Fußball. Das glaube ich nicht. Eigentlich sollte das ein Vorteil sein bei einer Mannschaft, die in vielen Wettbewerben glänzen will. Jetzt sind 90% dieser Ersatzspieler solch ein Totalausfall trotz des Riesengehalts. Wahnsinn. Nee, das glaube ich nicht, dass das die teuerste Ersatzbank der Welt ist. Oder Europa oder was auch immer. Dass die Ersatzspieler gerade nicht liefern, gehe ich mit. Ja, da muss mehr kommen. Da hast du recht. Und auch erst recht für die Gehälter, die da sind, ja. Déjà-vu. Mal abgesehen davon, dass der Wille zum Sieg durchaus vorhanden war, erleben wir ziemlich genau das, was wir auch in der letzten Saison gesehen haben. Gegen Mannschaften, die eine starke Defensive haben, Leverkusen, Aston Villa, fehlen uns ganz einfach die Ideen und Möglichkeiten, genügend Chancen herauszuspielen. Die wenigen, die wir dann haben, werden kläglich vergeben. Ich nehme den Trainer hier noch komplett heraus. Zu früh in der Saison, finde ich. Ja. Im Grunde aber auch kein Wunder, denn wir spielen ja fast mit dem gleichen Personal wie in der Vorsaison. Ja, das war das gleiche Personal, nachdem Michael raus war. Nun ja, 57 Jahre als Bayern-Fan haben mich gelehrt, geduldig abzuwarten, wie und ob es sich entwickelt. Ja, habe ich ja schon alles zugesagt, ne? Wie ich das sehe. Dennis, heute eigentlich ähnlich wie gegen Leverkusen für mich. Verteidigung echt im Großteil gut, aber vorne hat der letzte Punch gefehlt. Auch wenig Rotation und fast alles ging über Kimmich seine Chipbälle aus. Einfach zu wenig vorne. Wobei man sagen muss, dass die 2 Chancen, die er da kreiert hat mit seinen Chipbällen, wirklich stark waren. Dem Rest stimme ich dir natürlich zu, ja. Christian, Manuel Neuer hat letztes Jahr Bayern aus der Champions League geschmissen. Dieses Jahr fängt er schon viel früher an. Nigen. Coman und Leimer sind einfach nur unterirdisch. Musiala ist für seine Verhältnisse nicht viel gelungen. Und bei Upa hat man leider immer ein unruhiges Gefühl.
Nee, ich hatte bei Opa kein unruhiges Gefühl. Ich nehme Opa auch aus dieser Szene raus. Er war dran am Mann. Der Stürmer hat den Ball ja nicht berührt. Er hat ihn direkt aufs Tor geschossen. Es ist ja nicht so, dass er es ihn angenommen hat und dass Opa hätte reagieren können oder sowas. Wenn du Opa vorwerfen willst, ja, dann muss er zuerst am Ball sein, dann muss er sich hinlegen, muss eine Grätsche riskieren und dann reden wir wieder über alle, wie konnte Opa das machen, der Stürmer ist weg und nee, das sehe ich persönlich ein bisschen anders. Ansonsten stimme ich dir natürlich zu. Ja, Musiala habe ich auch schon was zu gesagt, sehe ich auch ein bisschen anders, muss ich ja nicht wiederholen. Edin, da muss ich erst einen Schluck trinken, ey. Ich quatsch schon wieder seit 2 Stündchen. Ich muss sagen, heute war das nichts. Was wir uns die letzten Wochen so erarbeitet hatten mit der Energie und Leidenschaft, haben wir vollkommen vermissen lassen. Ja, ich würde sagen, nicht vollkommen, aber der Gegner war auf jeden Fall leidenschaftlicher und fickriger wie wir. Ja. Es tut weh, wieder ansehen zu müssen, wie die Mannschaft wieder in alte Muster reinfällt. Ja, Tuchel-Fußball wurde uns geboten in der ersten Halbzeit. Unsaubere Bälle, Fehlpässe, Pressing hat nicht mehr funktioniert. Alles ein Totalausfall. Gefühlt nach 15 Minuten, wo wir doch so gut gestartet sind. Ja. 100%. Heute wirklich waren alle Spieler scheiße. Und das sage ich hier offen und ehrlich, dass niemand sich da rausreden kann. Außer ein Leon, der wenigstens noch zeigen wollte, hey, mit mir ist zu rechnen. Kompanie muss ich sagen, was ist das erstmal für eine Aufstellung? Man stellt Coman in die Startelf. Ja. Absoluter Witz, gehe ich mit. Der aber mal nix und wiederhole nix für uns Spiel bislang auf die Reihe bekommen hat und heute. Ich kann das nicht in Worte fassen. Coman gehört für mich nach Leistungsprinzip nicht mehr mal in den Kader. Da kannst du einen jungen Spieler reinmachen, der wird mehr geben als so ein überbezahlter Coman. Ja. Stimme ich dir 100% zu. Bei Gnabry fehlen mir ehrlich die Worte. Dieser Typ ist ein Egoist. Wie kann er den Freistehenden, den Kane, nicht sehen und versucht selbst aus einem unmöglichen Winkel zu treffen? Ja, Katastrophe. Ich hätte ihn dafür ausgewechselt für die Aktion. Also ich war so sauer bei der Aktion, da Kane hat sich dann auch lautstark nochmal beschwert und sich auch hinterfragt, was macht denn der Serge da? Nix. Auch wie alle anderen eine Katastrophe, dass seine Schüsse nicht mal aufs Tor gegangen sind. Spricht für seine guten Schuss, wo ich mir denke, selbst ein kreisiger C-Spieler würde aus solchen Chancen eine gefährlichere Chance daraus machen. Also wirklich, Gnabry, absolute Enttäuschung. Opa, muss ich sagen, hat mir am Anfang nicht gut gefallen. Aber er hat sich nochmal reingekämpft und war dann auch oftmals zur Stelle. Aber mit Ollie Watkins hatte er richtig Probleme. Trotzdem noch unser Bester in der IV. Leimer Katastrophe. Bei ihm hatte ich immer Angst, hoffe, er macht wieder nicht seine Fehlpässe, die er im Spiel, glaube ich, 5-mal hatte und auch Unsicherheit ausgestrahlt hat nach meiner Wahrnehmung. Ja, gehe ich auch 100% mit. Bei Conny wurde es da ein bisschen besser im Laufe der Spielzeit. Aber wenn er erstmal eine Stunde braucht, um das abzustellen, dann ist er auch nicht tragbar. Ne? Bei Neuer, sorry, ich nehme den jetzt auch nicht mehr in Schutz als Torwart des FC Bayern. Hat er viel geleistet und ich verdanke ihm auch die ganzen tollen Jahre. Aber muss er immer so weit vorne stehen? Nee. Es kann doch nicht sein, dass ein Torwart, der so viel Erfahrung hat, sich so einlullen lässt von dem Stürmer und dann natürlich das Tor dann kriegt. Ehrlich, wenn der Neuer mehr vorne spielen will, ja, dann mach ihn doch auch als Mittelfeldspieler und nicht als Torwart. Denn heute war er nicht da, wo er sein sollte. Und da muss man langsam auch mal eine Veränderung bringen. Ich mag den Neuer echt gerne, aber bei sowas kosten uns immer wichtige Punkte. Und das war auch nicht nur heute so, sondern auch andere Spiele, wo er keinen guten Eindruck immer macht. Und wir wissen alle, es wird bald auch der Zeitpunkt kommen, wo ein Neuer nicht mehr da sein wird. Und ich werde auch froh sein, denn andere haben es meiner Meinung nach auch so verdient. Wenn der Neuer immer patzen sollen, auch mal andere ran, wie zum Beispiel Peretz, der das genauso verdient hätte. Ja, also, ich möchte Neuer jetzt gar nicht schlecht reden, also da bin ich ganz weit von weg. Das war für mich ein Torwartfehler, 100%, ja, das muss er besser machen, habe ich ja schon gesagt in diesem Video. Du kannst aber natürlich jetzt nicht sagen, komm, ich nehme jetzt einen Peretz und schmeiß den da in die Champions League gegen Aston Villa rein. Ja, dann hätte man das vor der Saison schon anders kommunizieren müssen, hätte dem Peretz auch schon mal ein paar Spiele geben müssen, hätte ihn aufbauen müssen, dass man am Nachfolger dran ist. Das wird nicht passieren. Ja. Ich meine, wir reden gerade darum, dass Manuel Neuer noch den Vertrag wahrscheinlich verlängert um ein Jahr. Und Manuel Neuer wird niemals diese Art Torwart sein, der sagt, komm,
Da ist jetzt ein junger Torwart, den baue ich jetzt auf 1 Jahr lang, so als Teilzeit-Torwart, dass der mich dann beerben wird. Das ist nicht Neuer, sein Anspruch, seine Art und Weise. Kann ich mir nicht vorstellen. Es würde mich überraschen, aber ich glaube das nicht. Am Ende sauer, enttäuscht und auch etwas vorsichtig. Man merkt, Vinny braucht Zeit mit dieser Mannschaft. Vielleicht waren es wirklich zu leichte Gegner zuletzt. Aber so muss die Mannschaft daran wachsen. Es kommen jetzt Spiele, wo die Mannschaft zeigen soll, welchen Holz sie geschnitzt sind. Ja, aber klar brauchen Vinny Zeit. Ja, das steht ja außer Frage. Aber nach heute habe ich leider ein ungutes Gefühl. Die Spielweise ist okay, aber ja, am Ende nutzen 70% Ballbesitz auch nichts, wenn man 1:0 verliert. Naja, ich wünsche dennoch allen einen schönen Abend und Kopf hoch. Irgendwie bekommen wir das noch hin. Spätestens gegen Frankfurt sind wir schlauer. Ja, denke ich auch. Marc der Staufer, Gratulation an Aston Villa. Wir haben schlicht nicht so ins Spiel gefunden, wie das, was man sich vorstellt. Wenn man nicht ins Pressing kommt, dann spielt etwas anderes, im Notfall Kick and Rush. Heute Konter. Je vielfältiger man im Spiel ist, umso unberechenbarer für den Gegner. Ja, ist ja, was ich ganz am Anfang schon gesagt habe in diesem Video, stimme ich dir zu. Das alles braucht Zeit. Ja. Das Positive an der Niederlage ist, man kann wieder aufzeigen, woran man arbeiten kann. Tell konnte in der kurzen Zeit wieder etwas Gutmachung letzten Spiele betreiben. Ja, auf jeden Fall war für mich der Einzige, der voll da war und der es verdient hat, dadurch auch mal jetzt berücksichtigt zu werden auf Außen. Heiner, am zweiten Spiel in der Champions League bereits zu rotieren, halte ich für wenig zielführend. Die Änderungen waren völlig unnötig. Wenn Musiala nur fit für 45 Minuten ist, dann soll er starten und zur gegebenen Zeit rausgehen. Sehe ich genauso. Kimmich sollte in der aktuellen Situation als RV eingesetzt werden oder Guerrero. Leimer genauso wie Coman einfach nur schwach. Ja, Conny als Rechtsverteidiger, ich kann mich da nur wiederholen. Ich weiß nicht, wie man das als Trainer interpretieren kann, dass der ein guter Rechtsverteidiger sein kann. Ich weiß es nicht. Geht in meinen Schädel nicht rein. Sorry. In der Champions League bekommt man nicht viele Chancen, die muss man nutzen. Und nicht wie Gnabry unkonzentriert und egoistisch vergeben. Das Gegentor geht komplett auf Neuers Kappe. Er hat die Situation völlig falsch eingeschätzt. Upa war ja am Mann. Deshalb darf er dann nicht so weit vor dem Tor stehen. Halleluja! Heiner, vielen lieben Dank, Alter. Ich habe schon gedacht, ich bin der Einzige, der das so sieht. Kompanie muss aus meiner Sicht seine Taktik gegen tiefstehende und stark verteidigende Gegner ein bisschen anpassen und diese auch ruhig mal kommen lassen. Damit wir Räume bekommen, sonst sind wir zu leicht auszurechnen. Außerdem kann man nicht in jedem Spiel nur 90 Minuten nur Vollgas nach vorne spielen. Frankfurt wird eh nicht agieren, wie Aston Villa. Ich hoffe, alle inklusive Trainer lernen aus dem Spiel gegen Aston Villa, sonst wird es schnell ungemütlich. Ja, ich gehe auch davon aus, dass auch alle anderen kommenden Gegner werden versuchen, das ähnlich zu interpretieren. So hat die eine Grätsche von Paulinia einfach Startelf. Ja. Brrr. Leider war doch schon, als die Aufstellung rauskam, klar, dass Kompanie als RB und King einfach nichts bringen werden. Sehr schade, wenn man als Fan bei so manchen Trainerentscheidungen direkt weiß, wohin es geht. Der Trainer es aber nicht sieht oder wahrhaben will. Naja, hoffentlich sieht Vinny es jetzt auch. Die Auswechslung von King war ja schon mal ein kleines Zeichen. Ja, die Coman-Geschichte gehe ich mit, verstehe ich auch gar nicht. Auch die Einwechslung die ganze Zeit von King habe ich auch nicht ganz nachvollziehen können. Zu Conny Leimer. Ja, wie gesagt, Conny ist für mich kein Rechtsverteidiger. Eugen, Neuer 5, Upa 4, Kim 3, Davis 4, Kimmich 3, Gnabry 5, Pavlovic 4, Coman 6, Kane 4, Leimer 5, Michael 3. Vielen lieben Dank für deine Noten. Weißt du doch nicht, der Trainer möchte, dass Manuel so spielt und außerdem hat er die Spiele davor ja auch so gemacht. Neuers Worte nach dem Spiel zu seinem Bock. Wenn wir nicht lernen, mehr mit hohen Bällen zu arbeiten und weiterhin versuchen, es mit Brechstange durch die Mitte zu popeln, dann wird es nicht besser gegen Top-Teams. Wow, was ein Statement zu seiner Szene, oder was? Zu seiner Szene hätte er einfach mal sagen müssen, wenn der Innenverteidiger am Mann ist, habe ich mir immer einen Arsch ins Tor zu gehen. Daher geht das Tor auf meine Kappe. Zu Only One haben oft IV gehatet, aber heute waren die beiden absolut stabil. Ja. Coman und Sané will ich derzeit nicht sehen. Kann ich nachvollziehen. Enz Schwabe. Kommi defensiv überfordert. Conny. Aber hatte nach vorne doch einige gute Szenen. Leider für das, was wir spielen, nicht wirklich brauchbar.
King hat ein Problem mittlerweile, das ist absolut ineffizient. Gnabry kommt wieder in guter Position und killt jede Chance. Gut, wir sind auch erst am Anfang. An sich war die Leistung vor allem in Villa, die so eine Motivation hatten, durchaus in Ordnung. Wir hätten das Spiel ebenso gewinnen können. Villa hat das echt gut gespielt. Die werden für den einen oder anderen Favoriten auch nur ein Stolperstein sein. Vinny hat gewechselt, wie zu erwarten. Wollte den anderen in einem wichtigen Spiel Zeit geben und so auch zeigen, ihr gehört weiterhin dazu. Da müssen die Jungs aber auch liefern. Leider haben die meisten das nicht. Mund absetzen, weiter geht's. Ja, gehe ich mit. Auch das mit deiner Spieleinschätzung gehe ich auch mit. Aber sorry, man kann einen Conny Leimer nicht als echt Rechtsverteidiger bringen. Sorry, das geht einfach nicht. Wenn man den Conny zeigen möchte, dass er Teil dieser Mannschaft ist, dann bring ihn im Mittelfeld. Aber nicht als rechter Verteidiger. Das war schon in der letzten Saison unter Tuchel Katastrophe. Er kriegt's defensiv einfach nicht hin. Ja, ich gehe ja mit, dass er offensiv Akzente setzen kann. Dass er einen Ball mal früh erobern kann. Das ist doch prädestiniert für die Mitte. Ja, er ist doch eine Pressingmaschine. Habt ihr gesehen, wie stark der in der Mitte bei RB war? Warum spielt er da nicht? So, ein paar Linien lässt man auch gnadenlos draußen, weil ein Kimmich und ein Pavlovic liefern. Ja, dann musst du das mit dem Conny Leimer auch machen. Was soll der Mist? Er ist kein Rechtsverteidiger, Punkt. Und ansonsten musst du halt mal die letzten 20 Minuten King Joshua runternehmen oder Pavlovic runternehmen. Dann kannst du den Spielern Spielzeit geben. Ja, dann bring noch ein paar Linien und einen Leimer. Ja, wechsel doch durch. Wo ist denn das Problem? Ja, wenn die alle ein gutes Leistungsniveau haben, sollte das auch nicht das Problem sein. Ja, aber fang doch nicht an, wieder Spieler auf Positionen zu stellen, wo sie scheiße sind. Junge, das ist doch das Schlimme. Gaming Gods, zurück auf den Boden der Tatsachen. Sebastian, die Umstellung hat heute die ganze Mannschaft verunsichert. Die Aufstellung habe ich nicht verstanden. Naja, ist halt so, weiter geht's. True. Gunther, ich hatte das Gefühl, wie schon gegen Leverkusen, die können nicht ewig spielen, bis da mal ein Tor fällt. Torben, 200 € bei Tipico drauf gewettet, dass ihr nicht verliert. Und was passiert? Ihr verliert. Hab gedacht, ihr werdet eine Serie von 20 Spielen ohne Niederlage haben. Jo, was hat dann falsch gedacht, wa? Christian, na dann ist die Wahnsinnsoffensive, die alles an die Wand spielt, ja wieder ein bisschen geerdet. Aston Villa ist halt auch ein Top-Gegner. Manuel Neuer baut weiter ab. Tschüss, Finale darum. Ich weiß nicht, wie man überhaupt schon... Also erstmal jetzt nach einer Niederlage im Spiel, was man nicht unbedingt hätte verlieren müssen, zu sagen, tschüss, Finale daheim, ist ja schon wild. Ja. Aber wie man überhaupt jetzt schon nach 6 Spielen davon reden konnte, überhaupt zu sagen, ja, wir kommen ins Finale daheim, das ist ja noch fahrlässiger, Alter. Bleibt doch mal auf dem Boden der Tatsachen, wartet doch mal den Ruck ab. Nochmal, nach Barcelona können wir mal gucken. Dann können wir mal gucken, wie wir am Ende der Hinrunde stehen. Wie wir bis dahin performt haben, wie die Entwicklung der einzelnen super schwierigen Spieler bei uns ist, ja, wie die Entwicklung des Trainers ist und so weiter. Und dann können wir doch mal sagen, oh yo, wir sind auf einem guten Weg. Wenn alles ein bisschen Glück da ist, wenn alles gut läuft, haben wir vielleicht eine Chance, ins Finale da rumzukommen. Aber doch nicht nach 6 Spielen, Alter. Wild. Hesch. Gnabry bodenloses Spiel und Verhalten. An zweiter Stelle Leimer, gefolgt von Kompanie, Startaufstellung und Einwechslung. Bin aber überzeugt, dass die Antwort in Frankfurt folgen wird. Das werden wir dann am Sonntag sehen. CB, Coman und Leimer momentan wirklich nicht auf Bayern-Level. Startaufstellung war heute ein Desaster. Gnabry mal wieder chancentot. Einfach schade. No. Martin, Serge sollte aufhören, so egoistisch zu sein. Schadet nur der Mannschaft. Das ist richtig. Petra, moin und rot-weiße Grüße aus dem herbstlich verregneten Berlin. Leider habe ich nur eine Zusammenfassung gesehen, daher von mir keine Beurteilung zu dem Spiel. Aber als ich die Aufstellung gesehen habe, hatte ich doch einige Fragezeichen über meinen Kopf. Ich auch. Mein erster Gedanke war sehr mutig. Kai, du verstehst vom Fußball sicher viel mehr als ich, aber ist es nicht so, dass eine Mannschaft sich über Automatismen versteht und sollte man vielleicht nicht unbedingt in der Champions League eine funktionierende Startelf auseinanderreißen? Erstmal weiß ich das nicht, ob ich viel von Fußball oder viel mehr vom Fußball verstehe wie du. Das würde ich mir gar nicht rausnehmen zu sagen. Aber ja, ich persönlich würde das nicht an der Champions League festmachen, ich würde das an den Gegner festmachen. Und wenn ich Gegner habe wie Aston Villa, wie Eintracht Frankfurt, jetzt Stuttgart, jetzt Barca, dann fange ich nicht an zu rotieren. Sorry.
Ja, klar, wenn ein Spieler müde ist, vorbeugend, wie jetzt bei Musiala, der sich ja dann trotzdem noch verletzt hat, man dann sagt, nee, der kann nur eine Halbzeit, ja, dann bringe ich die in der ersten Halbzeit. Dass die Mannschaft gleich da ist, dass die Mannschaft auf dem Feld ist, die eingespielt ist, wie du sagst, die ihre Automatismen hat, wo wir wissen, das hat 6 Spiele bombastisch gut geklappt, dann fange ich damit an. Ja, im Idealfall steht 2-3-0 dann. Ja, und dann sage ich, alles klar, ich nehme die raus. Sollte es nicht so sein, dann guckst du halt, ja, wie läuft da, kann er noch nicht, und dann nimmst du ihn halt raus. Ja, dann ist das so. Aber zu sagen, ich rotiere jetzt und dann vor allen Dingen, ich rotiere Leute rein, wie ein Coman, der nicht einmal überzeugt hat, ein Conny Laimer, der auf Rechtsverteidiger einfach eine Katastrophe ist, was er auch gezeigt hat bei den Aufstellungen, wo er schon diese Saison hatte, aber dass er letzte Saison noch mehr gezeigt hat, und das muss man doch auch gesehen haben als Trainer. Nein, das kannst du gegen Holstein Kiel machen. Dann gewinnst du halt nicht 6-1, dann gewinnst du vielleicht 3-2. Ja, aber du wirst das Spiel gewinnen. Da kannst du das machen. Dann können sich da vielleicht auch irgendwie die Spieler Selbstvertrauen und Automatismen bringen. Aber du kannst das nicht gegen Aston Villa machen. Und du kannst auch nicht gegen Aston Villa sagen, oh, Pavlovic war ja super scheiße eine ganze Halbzeit lang. Der wirkt super müde. Und bringst ein paar Linien eine Viertelstunde vor Schluss. Also das ist genauso fahrlässig. Ne? Ja, das meine ich mit meinem Fußballwissen, was entweder so oder so ist. Keine Ahnung, das müsst ihr für euch beurteilen. Experimente vielleicht besser in der Bulli gegen vermutlich schwächere Gegner versuchen. Ja, ganz genau. Guck mal. Hätte er erst weiterlesen sollen. In der Champions League sich lieber ein Punktepolster anfuttern, da die Gegner eher stärker werden. Ja, das ist ja nicht, dass die Gegner eher stärker werden. Ist ja nur noch Paris und Barca. Der Rest sollte ja leichter sein wie Aston Villa. Ich denke, es war der jugendliche Leichtsinn von Vinny, und wenn er daraus gelernt hat, dann soll es ihm auch verziehen sein. Er wollte wahrscheinlich alle mit etwas ganz Verrückten überraschen, wovon sich Aston Villa offenbar nicht sonderlich beeindrucken ließ. Wäre es ein Sieg geworden, wäre Vinny der Größte gewesen. So muss er sich jetzt erklären. Gegen Frankfurt habe ich aber trotzdem ein gutes Gefühl. Liebe Grüße, Petra. Ja, ich habe gegen Frankfurt leider kein gutes Gefühl. Erst recht nicht jetzt mit dem Musiala-Ausfall, aber mal schauen. Rick, servus miteinander. Ich dachte, ich schaue nach langer Zeit als Nicht-Bayern-Fan mal wieder rein und lass ein Like da. Ja, vielen lieben Dank dafür. Dominik, Manuel hat heute es vergeigt, aber auch viele Spiele mit guter Leistung zum Sieg verholfen. Erste Niederlage in dieser Saison, kein Grund nervös zu werden. Spielen einen super Fußball bis jetzt. Lass ich mal so stehen. Bad Flo. Wenn die Spieler jetzt schon müde sind, wie soll das dann erst in Frankfurt werden? Leverkusen gestern mit einem Tag weniger Pause 1-0 gegen Milan. Für Neuer war das kein Fehler. Ja, Neuer sage ich nichts mehr, habe ich schon gesagt. Leverkusen hat aber auch zu Hause gespielt. Ja, das ist auch immer noch ein bisschen was anderes, denke ich. Aber ja, ich stimme dir zu, wenn jetzt schon einige Spieler müde sind, dann muss man sich Sorgen machen für Frankfurt. Ja, da gehe ich mit. Bad Flo. Opa, wie man ihn kennt. Und Neuer muss endlich aufhören. Ich gebe dir ein Herz, weil ich es gelesen habe. Ich gehe da mit Opa nicht mit. Gut. So, Alexander, du hast die Ehre. Du bist der letzte Kommentar in diesem Video. Alexander, ich frage mich echt, was Coman für eine Berechtigung hatte, von Anfang an zu spielen. Das frage ich mich auch. Stimme ich dir zu. Klar, Kompanie muss auch mal rotieren, aber dann in Spielen wie St. Pauli oder so. Und nicht in der Champions League. Ja, wie gesagt, ich würde es nicht an der Champions League festmachen, sondern am Gegner. Und Aston Villa ist ein Gegner, wo man nicht rotiert. Ja. Und schon gar nicht nach 6 Spieltagen. Da können wir doch noch nicht anfangen und sagen, die Spieler sind müde. Neuer muss beim 1-0 entweder durchziehen oder im Kasten stehen bleiben, aber nicht sowas. Ja, true. Das Tor ging absolut auf seine Kappe. Emi Martinez ist für mich einfach nur der unsympathischste Torwart. Seit der WM hat er andauernd irgendwelche Arroganzanfälle. Heute auch wieder in der 90. Einfach auf dem Boden liegen und eine Verletzung simulieren, geht echt gar nicht, der Typ. Ja, gut. Ich meine, Kimmich hat es auch versucht. Kimmich hat es auch versucht in der einen Szene, das war genauso lächerlich. Ja. Gnabry muss echt an seiner Chancenverwertung arbeiten, das ist ja grauenhaft. Er hat zwar viel Impact, aber dann muss mal was bei rumkommen. Ja, er ist am Ende des Tages ein Offensivspieler. Wenn er viel Impact hat, durch den Impact aber nichts entsteht, ja, sorry, da muss man trotzdem mal wechseln, wa? Er hatte es eine Zeit lang echt gut in den Griff bekommen, aber gegen Aston Villa hat er kein Scheunentor getroffen.
Eigensinnig war er auch. Ich denke da nur allein an die Chance, wo er locker zu Kane hätte rüberlegen können. Nee, müssen. Müssen. Dass sich da der Harry aufregt, ist einfach nur verständlich. Ja. Ein Punkt aus den letzten beiden Spielen ist unterm Strich zu wenig, aber so ist es halt. Kompanie macht bisher einen ordentlichen Job. Das braucht alles Zeit, das wird schon noch. Ja. Da entwickelt sich was, das spürt man. Die wollen endlich wieder Titel holen. Da gehe ich mit. Weiter geht's, Mund abwischen und am Sonntag Frankfurt im Topspiel zeigen, dass wir verdient da oben stehen. Ja, da bin ich sehr gespannt drauf. Aber eigentlich ist das immer ein gutes Zeichen, wenn ich nicht so ein ganz gutes Gefühl habe. Von daher. Gut, Leute, vielen lieben Dank für eure Kommentare. Ja, geht ja fast alles so in dieselbe Kerbe wie meine einer. Ich werde mir die anderen Kommentare natürlich noch durchlesen, wenn ich die Zeit dazu habe. Und in diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Habt ein schönes Wochenende. Ja, schönen Start ins Wochenende. Hoffentlich sehen wir am Sonntag ein schönes Spiel. Hoffentlich mit einem guten Ende für uns. Und dann sieht doch am Montag im Stream ab 18 Uhr alles schon wieder ein bisschen fröhlicher aus, oder? Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen. Gute Freunde sind wir allein, weil sie alles im Leben